Herzlich willkommen zu einem ganz speziellen Beitrag. Die Hand, die Nase voll, und zwar gestrichen voll von Leuten, die andere, weil sie eine andere Meinung haben, diskreditieren wollen oder mit schlechter Nachrede etc. oder noch derber belegend. Ich habe jetzt da mehrheitlich, muss ich jetzt gerade sagen, in der letzten Zeit sind Leute aus dem akademischen Umfeld ganz grässlich, wirklich gäch auf mich zugegangen und haben mich als Klimalügner bezeichnet, was gar nicht stimmt. Ich bin als ganz anders, auch als Hetzer etc. bin ich bezeichnet worden. Ich bin auch, also man hat mir auch unterschlagen, ich sei von irgendjemandem angestellt und geschickt worden, also quasi. Ich habe schon immer allein geschafft. Ich bin in gewissen Organisationen mit dabei, das ist transparent, das ist auf meiner Seite, das ist ganz klar. Das ist logisch, das ist alles offengelegt. Ich lasse mich so nicht mehr behandeln, ganz sicher nicht, das geht nicht, das hat juristische Folgen. So viel ist jetzt einmal klar. Also wer nicht richtig stellt, wird mit einer Anzeige von mir rechnen müssen. So geht es jetzt dann vielleicht auch um Tagi. Der hat jetzt noch Zeit, bis morgen, das richtig zu stellen. Der hat mich öffentlich ebenfalls als Klimalügner, es lohnt sich nicht, mit einem Klimalügner am Tisch zu sitzen, ihre Meinung sei gemacht. Das geht gar nicht. Das kommt aus der Redaktion, öffentlich, andere Leute, die eine andere Meinung haben, so betiteln, geht gar nicht, lieber Tagi. Da wird eine Richtigstellung das Mindeste sein. Ganz klar. Ja, das war jetzt ein kleiner Vorspann auf den Beitrag, der eigentlich ist. Die ganze Geschichte mit dem Friday for Future Getue, die ganze Geschichte hat den Ursprung im Club of Rome. Das haben wir schon lang schon mal herausgefunden. Jetzt sind auch Dokumente, die das auch belegen können, dank der Recherchen auch von Oliver Janich. Das ist ein ganz tolles Video und am 21. glaube ich, ja, ist gestern ins Netz gestellt hat. Es ist so, dass der menschgemachte Klimawandel allein eben nicht von Tausenden von Studien oder Wissenschaftlern abhandelt, dass man das glaubt. Das sind ganze 64, wenn man es grosszügig sagt, schlussendlich sind es dann 23. Das kann man anschauen. Der Oliver Janich hat das ganz gut jetzt mal präsentiert. Es ist dann eben auch noch so, dass gerade die Ölindustrie, die Lügner von einem natürlichen Klimawandel, die das nicht akzeptieren können, die unbedingt wollen, dass der Mensch das Klima wandelt. Die es wirklich lügen, ein Klimawandel, wie er wirklich ist, sind die Leute, die behaupten, er sei menschengemacht. Und sie lenken damit ab, und da bestehe ich darauf, dass das einfach mal gehört wird. Sie lenken von den tatsächlichen Problemen ganz massiv damit ab. Das CO2-Geschwurbel ist eine riesige Lüge. Und der Sugar Daddy, wie es der Oliver sagt, vom Al Gore, hat da auch seine Finger ganz gross drin. Es ist wirklich grusig, was da abläuft. Der liebe Mr. Man hat ja verloren seinen Prozess. Der Al Gore übrigens auch. Die unbequeme Wahrheit ist vor Gericht ziemlich hinuntergefallen. Das will man ja alles nicht sehen. Man will das nicht sehen. Man kann das nachlesen. Im Protokoll, in Büchern etc. Man kann das nachlesen, was alles geplant worden ist. Ursprünglich ja.
vom Club of Rome. Und da gibt es natürlich einen anderen Haufen noch Thinktanks, die dann ihre Finger auch noch mit reingeben. Aber die verlieren nie die Basis unter ihren Füßen. Die haben immer genau ihr Ziel vor Augen. Und das ist das, dass man dich und dich und dich und dich und dich im Fall auch schuldig macht. Und dann kann man die einfach päckeln. Das ist doch den Konzern egal, ob sie irgendeine Abgabe zahlen müssen. Es ist doch denen egal, sie holen das ja wieder zurück vom Konsumenten. Das ist denen komplett egal. Es ist die Ölindustrie, die nicht Gegner vom menschgemachten Klimawandel unterstützt, wie man so würde meinen. Und dann immer so von den Menschen, die FFF-gläubig sind, ja, zum Beispiel das Eike-Institut als so etwas genannt wird, wo soll von der Ölindustrie gesponsert sein. Nein, das ist ein Gugus. Die haben sicher auch Geld von dem her. Weil die kommen überall Geld her über. Weil sie einfach seriös forschen. So einfach ist es. Im Fall vom IPCC und von der UNO ist es eben ein bisschen anders. Da hat der Club of Rome seine Finger drin. Grundsätzlich oder fundamental, ursprünglich. Heute sind ganz andere Räder auch noch am Laufen mit dem, was da der Club of Rome angekurbelt hat. Jetzt verwacht, verliert den Kontakt zum Boden nicht noch ganz. Also wirklich, ihr seid ja jenseits schon. Wirklich, ihr seid voll drin hineingefallen und steht zu dem, dass ihr halt hineingefallen sind. Schauen Sie an, ihr werdet es sehen. Ich erzähle keinen Mist. Wirklich nicht. Es ist dringlich aufzuwachen. Ihr werdet benutzt. Nichts anderes. Ihr werdet benutzt. Und ihr werdet noch geschult dafür, dass ihr benutzt werden könnt. Darf nicht wahr sein. Also mein 9-jähriger Bub hat es eigentlich schon besser auf der Platte. Der lässt sich so Zeug nicht einfach so unterjubeln. Nein. Nein. Und ein wirklicher Mensch, der steht zu sich und der denkt an selber und lässt sich nicht alles servieren. Und wenn man dann mal über das Thema noch ein bisschen mal ein paar Fragen hat, hat er nicht einmal Antworten. So könnt ihr das nicht machen. Das geht nicht. Ihr bringt so wirklich das Menschsein um. Das gibt eine Situation, die wird furchtbar für alle. Und wir sind an einer Grenze, wo man wirklich Alarm muss schlagen oder läuten. Das muss man machen. Es gibt ein paar, die es sehen, aber die haben kein Gehör bei euch. Und wenn, da rein, da raus. Nein. Wenn ihr später noch Achtung vor euch selber haben wollt, dann schaut jetzt mal ein bisschen rundherum und könnt auch die anderen Informationen mal sichten. Es ist nicht wahr, dass die Mehrheit der Wissenschaft das behauptet und hinter dem steht, dass es einen menschgemachten Klimawandel gibt. Das ist nicht wahr. Es ist wahr, dass eine Mehrheit hinter einem natürlichen Klimawandel steht. Das ist wahr. Und wie gesagt, es sind nicht einmal 100 Studien. Nicht einmal, lang nicht. Relevante 23, die es wirklich so behauptet. Und keine einzige Studie hat mit der Praxis irgendetwas zu tun. Das sind alles theoretische Geschichten. Computerprogramme und Berechnungen. Ich weiss nicht, was in euch gefahren ist. Ich weiss es nicht. Das ist mir ja schlussendlich auch gleich. Doch ich will meine Kinder in einer gesunden Zukunft wissen. Und das heisst, wir müssen den Fokus der anlegen, wo die Probleme wirklich sind.
nicht in die Ablenkung, wo dann schlussendlich noch eine Kasse füllt, wo dann ihr auch zu berappen habt, aber nicht euch dient. Überhaupt nicht euch dient. Ganz im Gegenteil. Es ist ein weiteres Instrument, das Konzern noch mehr Geld schaufeln können und noch mehr grusige Geschichten in dieser Welt abhalten. Wie zum Beispiel Kinderarbeit, Vergiftungen von den Arbeitern und Sklavenhaltungen, regelrechte Sklavenhaltungen. Ja, Vergiftungen von ganzen Ländern und Gewässern und. Von dem lenkt das ab. Das hat aufzuhören und zu ändern. Und nicht mit falschen Massnahmen wie riesige Windkraftwerke oder elektrische Autos mit derartigen Batterien. Elektrische Autos, wenn sie selber ihren Strom generieren können. Unterwegs. Wenn sie das selber können, 100% und nicht in die Steckdose müssen. Nur vielleicht einmal zum Starten. Dann ist ein Elektroauto vernünftig. Windkraftwerke, die täglich mehr als 2 Milliarden Insekten und einige hundert Vögel killen, können es nicht sein. Niemals. Wasserkraftwerke, wo man riesige Staumauern macht und ganze Ökolandschaften durcheinander bringt, können es auch nicht sein. Und Atomkraftwerke, wo man ständig der Gefahr von einem Unfall ausgesetzt ist, plus ebenfalls keine Entsorgungsmöglichkeiten bis heute hat. Also man hat x tausend Tonnen radioaktiven Abfall auf dieser Erde und man hat noch keine Idee, wie man den könnte sicher verwahren. All diese Sachen können es nicht sein. Und dennoch gibt es so viele Möglichkeiten, wo Energie umlenkt. Die Energie existiert ja immer. Umlenkt, wo naturkompatibel ist, mit dem Leben kompatibel ist. Eben nicht so Mikrowellen, wie man heute im ganzen Funk- und Kommunikationsverkehr hat und im Militärischen. Nein, so nicht. So nicht. Es sind seit über 100 Jahren Patente da und Arbeiten da, wo man genau weiss, so funktioniert es. Auch neuere, also Forscher neueren Datums, die werden heute noch unterdrückt. Von wem auch wieder? Von der Ölindustrie, vom Grosskapital, von den Banken und heutzutage auch von der Kommunikationsindustrie. Ja, wenn ihr das nicht einsehen könnt und nicht sehen könnt, wie alles verflochten ist und wie sie euch überall nur loshaben wollen, das geht nicht in meinen Kopf. Ich kann das nicht verstehen, dass man das nicht sieht. Das hat vielleicht auch etwas mit dem Alter zu tun. Ist auch möglich. Wenn ich zurückschaue, ich bin nicht einer, der vergisst, dass er einmal jung war. Nein, ich habe auch vieles gemacht, wo ich heute das Gefühl habe, nein, um Himmels Willen, wie denn das? Ich komme schon verantworten, das sind die Hormone, ganz klar. Die sind zu dieser Zeit halt auch da und das kann man halt alles ausnutzen. Und gerade junge Menschen, die kann man ganz schnell abholen mit Ängsten. Da kann ich ganz schnell Angst machen. Es ist natürlich katastrophal, und vor allem in Städten, wenn ein Haufen Dieselfahrzeuge rumfahren. Das ist schlimm in Städten. Auf dem Land kann das durchaus erträglich sein, wenn nicht den ganzen Tag nur Lastwagen durchfahren durch die Straße. Ja, also gibt es gar keine Frage. Ich finde, Städte sollte man in dieser Hinsicht befreien. Es ist auch wirklich eine absolut kranke Haltung, als Städter für ein paar Mal Skiurlaub oder in die Berge zu gehen und es aufzuhaben. Ein SUV. Nein, nein, geht's nicht. Völlig überheblich dem Leben gegenüber. Auf dem Land verstehe ich so etwas eher.
Du hast nicht solche Verbindungen etc. Und so. Und vor allem hast du ganz anders gelernt. Und je nachdem brauchst du halt dann so etwas. Das ist ja nicht weiter schlimm, wenn vernünftig mit umgegangen wird. Aber wir haben überall das Maß verloren. Und ihr, vor allem von FFF, ich habe das jetzt beobachtet über die Monate raus. Ihr seid genau die all diesen Markenprodukten voll auf den Leim gehen. Und ganz genau die unterstützen, die ihr eigentlich loshaben wollt. Die Einzigen, die es vielleicht nicht machen bei euch, das sind dann noch Punks oder so. Wenn es dann noch solche drunter hat. Wobei die meisten Punks hinterschauen das mittlerweile. Nein, ihr habt da wirklich etwas komplett falsch verstanden, beziehungsweise habt euch etwas aufschwätzen lassen. Und das ist eine ganz fiese Masche. Und in meinen Augen sollten die Drahtzieher von dem hinter Gitter. Ja, in Berlin hat man zum Beispiel lesen, dass man Klimaleugner aufhängen sollte. Solche Sachen. Also spätestens bei so derben Geschichten müssen wir aufwachen und den Faschismus bemerken. Ich möchte euch wirklich bitten, den Fokus auf das zu legen, was tatsächlich dringlich ist. Wir haben eine Verpflichtung, das Meer von dem scheiß Plastik zu befreien. Wir haben eine Verpflichtung, nicht derart schwere Dieselkisten auf dem Meer rumlaufen zu lassen oder rumschwimmen zu lassen, die derart krass vergiftet. Wir haben eine Verpflichtung, eine Industrie anzubringen, die mit der Natur einher kann. Wir haben eine ganz grosse Verpflichtung, endlich am militärisch-industriellen Komplex Adieu zu sagen. Wir haben zu lernen, im Frieden miteinander zu leben und nicht uns die ganze Zeit zu bedrohen. Und uns mit den lächerlichsten Mitteln eigentlich. Es ist ja, wer sich ein bisschen informiert, hat sehr schnell Informationen zur Hand, die ihm belegen können, und zwar wirklich schlüssig belegen, dass die meisten Terroranschläge False Flags waren. Von ganz anderen Interessensgruppen, als dann öffentlich bekannt worden ist. Der Fokus, den wir heute müssen, da sind wir verpflichtet als Menschen. Wir haben das schliesslich auch angerichtet. Wir alle, die weniger haben, haben weniger, die mehr haben, haben mehr. Aber wir alle als Kollektiv haben das angerichtet, was wir heute haben. Eine Erde in wirklich bedauerlichen Zustand. Und wenn man einmal davon ausgeht, dass die Erde auch ein Lebewesen ist, ein Planet ist, der lebt, der einen Puls hat, der Schwingungen hat, seine Rhythmen hat, wenn man von dem ausgeht, dann kann man es vielleicht ein bisschen lernen, wieder. Die Natur wirklich zu schützen, das Leben förderlich anzugehen und auch zu schützen. Es gibt schon lange gibt's gute Technik. Also das heisst Technik, die mit der Natur zusammen kann, die mit dem Leben zusammen kann. Das wird uns vorenthalten, weil die einfach keine grosse Kasse kann hinten angehängt werden. Das ist wahrscheinlich der Hauptgrund. Und eben, wie man die Macht so kann behalten, die Hand kann behalten. Da sind so Clubs wie Bilderberg oder ja, eben Club of Rome. Und sogenannte Illuminati, die sind kein Märchen. Das ist tatsächlich so, dass halt wirklich so eine Freimaurerloge gibt, so eine hohe auf dieser Welt, wo dann halt die grössten Freimaurer, also die höchsten Freimaurer von überall zusammenkommen. Solche Geschichten gibt es und die lenken und steuern, ohne dass du irgendetwas von dem mitbekommst. Wenn nicht intensiv hinter diesen Informationen wirklich her bist. Das sind sehr wenige Menschen, die das können und die das wollen. Und zum Glück gibt es die noch. Weil die heute in der Presse arbeiten, das habe ich ja heute wieder auch erfahren, gerade mit dem Tagi, mit dem Blick, mit dem Sonntagsblick habe ich es schon mal gehabt. Habe ich das wieder erfahren müssen. In der Presse arbeiten fast keine, ich will nicht sagen keine, es gibt sie immer noch, aber sie haben es sehr schwer.
aber fast keine Journalisten mehr. Es sind nur noch Abschreiber, Ja-Säger und wirklich Shitscreen, Money-Nutten. Also muss man wirklich mal ganz klar auf den Punkt bringen. So hat man mir mal die Sache benannt, was wirklich ist. Sie haben alle Angst um ihren Job und machen nicht den Journalismus. Es wird ihnen vielleicht gesagt, dass das Journalismus sei. Kann schon sein. Ich weiss nicht, welche Schule das sie da durchlaufen haben. Zu meiner Zeit war das anders. Ich habe 6 Jahre am Bündner Tagblatt geschafft. So etwas hätte ich mir nie erlauben. Aber gar nie. Überhaupt nicht. Habe ich auch nicht wollen, habe ich auch keine Gründe dazu gehabt. Weil man hätte diskutieren können, auch wenn man andere Meinungen hatte. Nein, aber im Radio, wo wir im Radio geschafft haben, ja, man hat relativ gut können reden. Nur wenn man eben gewisse Themen angesprochen hat, wo es Kunden betroffen hat, und die jetzt kritisch sind oder kritisch, dann hat man es eben auch gemerkt. Beim Radio. Beim Bündner Tagblatt, wo übrigens dazumal in Blochersend war. Beim Bündner Tagblatt hat man mir nicht ein einziges Mal das Maul verboten. Nicht ein einziges Mal. Nicht. Einfach nicht. Und heute, wenn man die kritisiert, die einem Klimalügner und solches Zeug, und das basiert ja auf Holocaust-Leugner, das ist genau daraus entstanden. Das ist unglaublich, wirklich. Wenn man die dann kritisiert und wenn man es dann vielleicht sogar noch aufmerksam darauf macht, dass sie die wahren Klimawandelleugner sind. Denn der wirkliche Klimawandel ist nicht das, was sie sagen. Sie lügen das, was wirklich ist. Und das kann man belegen. Und alles andere ist ein Geschwurbel, das man mit Tricks hindurch gemacht hat und wirklich an einem Programm gefolgt ist. Und so läuft es mit vielen Sachen. Lissabon-Vertrag ist so etwas. Codex Alimentarius ist so etwas. Ja, ich kann nichts dafür, dass das ist, was ist. Ich bin der Überbringer von diesen Geschichten. Ich bin nur Vermittler, nichts anderes. Doch ich weiss, dass es dringlich ist, dass ihr jetzt aufwachen solltet. Schluss sind es ihr. Wir auch. Doch ihr, wo wirklich dann verloren sind. Weil ihr die Machtinstrumente so für die grossen Kassen, die in eurem Hintergrund sind und sitzen, und ihr keine Kenntnis von denen habt, weil ihr die nur stärker macht. Wir sind verpflichtet, wenn wir einen Klimawandel haben und sehen, es wird wärmer, der Permafrost hat ein Problem. Wir sind verpflichtet, diese Lösungen zu finden für die ganze Zivilisation, die wir dann eben auch in den Bergen, in den Alpen haben. Da sollten wir den Fokus drauf legen. Hat irgendjemand mal von euch gelesen, was man jetzt hier architektonisch, städtebaulich etc. und so könnte da unternehmen, wo dann sicherer wäre? Nein. Man schwafelt nur von der Klimaerwärmung der Menschgemachten. Man schaut nicht, was das für Folgen hat beim Permafrost. Man schwafelt einfach und geht auf die Straße. Der Klimawandel kommt nicht dann, wenn wir wollen, sondern wenn die Sonne aktiver ist. Und allenfalls auch Gammastrahlung uns trifft. Und einen einzigen menschlichen Aspekt hat es. Aber das ist nicht die Menschheit, nicht das Kollektiv. Das sind militärisch-industrielle Komplexe und Interessen, partikular interessierte Gruppen, die Macht haben. Und die arbeiten mit Mikrowellen, mit 11 Wellen. Ja, HAARP ist so ein Beispiel. Und auch mit Chemie in der Stratosphäre. Die können ein Klima, wenn überhaupt, so beeinflussen.
stören, missbrauchen, benutzen. Und das ist seit den 70er Jahren eigentlich der ganzen Welt bekannt, dass die Amerikaner verkündet haben, dass sie bis ins Jahr 2025 das Wetter auf der ganzen Welt, auf der ganzen Erde besitzen. Wörtlich besitzen. Ja, dürft euch ein paar Gedanken nur machen. Was passiert mit den Landwirtschaften der einzelnen Kulturen? Zum Beispiel. Mit den Lebensräumen. Und da wird Wasser umeinander geschoben. Da denken die ja nicht einmal daran, dass das passiert. Das Wasser, das sollte in Europa runterkommen, wird einfach auf Saudi-Arabien abgeschoben. Zum Beispiel. Dem kann man nachgehen, das kann man nachzeichnen mit Satellitenaufnahmen. Da hat kein Meteorologe irgendwie eine vernünftige Antwort. Keine. Ausser er ist ehrlich. Und dann hat er seinen Job nicht mehr. So sieht es aus. Wir haben keine transparente, offene und investigative Medien mehr. Man kann eigentlich sagen, wir haben keine mehr. Wir haben noch ganz wenig auf der Welt. Aber wirklich sehr wenig. Alles andere ist in den Händen von dem Machtkartell. Von der Kabale, wenn man so will sagen. Und die haben es voll drauf mit Mind Control, mit ihrem Programm, dann via Mind Control. Und das sind eben PR-Geschichten, die dann Grossmedien durchgehen. Eben ganz wichtig. Die haben es voll drauf. Die wissen, wie es geht. Die haben ihre Fachleute. Ja, und da sind x Millionen Franken oder eben Dollar in so etwas investiert. Und gleichzeitig läuft es mit der Nahrungsmittelkette, mit der Medizin, also Pharma. Wir werden nur verarscht. Und ihr von FFF, ja, das 666 heisst, das wissen Sie ja wahrscheinlich schon, oder? Ihr von Fridays for Future, ihr seid da etwas aufgesessen. Nämlich eure Herren. Das können im Fall auch Frauen sein. Ihr seid dem aufgesessen, ihr wollt das andere gar. Ihr seid einfach blind. Ihr seid wie Ross mit Scheuklappen. Die wollen dann auch, oder sehen es dann eben nicht mehr, oder? Das, was auf der Seite läuft, nicht sehen. Und könnt unter Umständen so ins Verderben laufen. Ausser eben, der Ritter ist ein Geschickter. Ja, was das gibt, mit all dem, was ihr da fordert, wenn das umgesetzt wird, heisst das, wir werden in Europa Kriege bekommen. Ganz bestimmt. Das ist nicht abzuwenden dann. Wir werden da ganz andere Sachen haben. Wir werden viel mehr arme Leute haben. Hungernde Menschen werden wir haben. Und wir werden immer noch keinen Fokus darauf legen, freie Energie zu haben. Die Energien, die schon lange bekannt sind, die man schon lange anwenden könnte, wie zum Beispiel mit Wasserstoff. Sogar Methan würde noch drin liegen. Wenn wir den Fokus nicht auf das legen, was wir zu machen haben, jetzt auch mit dem Klimawandel, wenn es dann wirklich wärmer würde werden, so, und der Klima- oder Permafrost eben so weit auftaut, dann müssen wir schauen, dass wir das in Sicherheit bringen können, dass wir das sicher machen können. Sollte der Meeresspiegel aussteigen, bei den Städten, die ja schwer gebaut sind, auf künstlichem Land teilweise auch, sollte die auch steigen, dann muss man da etwas unternehmen. Dann muss man vielleicht ein System machen wie in Venedig oder in Holland. Ist alles machbar, wenn man schon so grosse Städte hat. Es geht ja um Gigastädte. Geht's jetzt einmal. Also Indonesien zügelt jetzt ihre Hauptstadt aus dem Grund, weil Jakarta sauft ab. Es ist auch viel zu schwer. Man hat keine Ahnung mehr von Statik, man schaut gar nicht drauf teilweise, weil Gier nach Geld ist einfach so stark bis in die untersten Schichten runter. Und das ist etwas sehr Verderbliches. Vielleicht sollte man sich eben auch ein bisschen Gedanken machen über die Art oder vom Geld.
Und vor allem sollte man die Macht, Geldmacht, in die eigenen Hände nehmen. Das haben wir einmal gehabt. Dem ist leider nicht mehr so. Ich finde den Fokus der an, wo es wirklich braucht, wo wir wirklich den Schutz brauchen, wo wir ändern müssen. Und nicht in Lügen und aufdeckte Lügen den Fokus irgendwie hineinhängen. Nein, das geht nicht. Das ist das Verderblichste, was es geben kann. Ihr bringt eure Zukunft so selber um. In welcher Form? Wer weiß. Und wer es dann trifft, wer weiß. Ich weiß, es sind viele. Kehrt um und hört mal rundum.